Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, kleiner Rückblick aufs Halbfinale, Champions League gegen Olympique Lyon und ein kleiner Ausblick aufs Finale Sonntag gegen Paris Saint-Germain. Erstmal generell zum Spiel gegen Olympique Lyon. Ja, ich denke, es war das erwartet, in Anführungsstrichen schweres Spiel. Es wurde viel gemosert, viel wird auch gerade so aktuell ein bisschen schlecht geredet, wie ich finde, in der Presse. Ich war zufrieden mit dem Spiel. Es war klar, dass das nicht nochmal so ein Selbstläufer wird wie gegen Barca. Ich denke, man hat gesehen, Olympique Lyon war heiß, waren fickerig in den Zweikämpfen. Gerade Anfangsphase war richtig schwach von uns, muss man auch sagen. Hatten wir gegen Barca aber auch schon in beiden Halbzeiten. Ja. Wie immer, ne? Hals. Ich denke, können wir uns im Finale nicht erlauben, wenn wir da schon mal einen kleinen Ausblick nehmen. Ansonsten 3-0 im Halbfinale der Champions League, Leute. Was sollen wir uns da groß beschweren? Nichtsdestotrotz, es war keine Gala-Leistung, es war viel, viel Schatten. Von daher gehen wir gleich auch ein bisschen auf einzelne Spiele ein, aber als erstes schauen wir uns mal die Statistiken an. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ballbesitz 34%, okay, das war zu erwarten. Zweikämpfe bin ich gespannt, Abseits 1-3, Fouls 12-8, Zweikämpfe 45-54. Ja, Respekt. Also gefühlt hatten wir, ich glaube, die ersten 20 Minuten vielleicht 10-20% Zweikämpfe gewonnen. Also das war gar nichts, die Anfangsphase. Schüsse insgesamt 9-19, Schüsse aufs Tor 3-8, Ecken 4-6, Flanken 9-13, okay. Ja, was ich dazu sagen muss, ich persönlich hatte jetzt aber auch nie das Gefühl, dass das irgendwie mal eng werden würde im Spiel. Gewonnene Zweikämpfe, Levi 9, Thiago 7, Kimmich 7. Okay, hätte ich jetzt mit Levi gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ballkontakte, Thiago, ja gut, war klar. Kimmich, Alaba, ja, war Standard. Ja, wenn wir viel hintenrum spielen, ne. Gefoult worden, das zieht uns nicht Weggeschüsse insgesamt. Goretzka 5, Levi 4, Gnabry 3. Torschussvorlagen. Kimmich 4, Thiago 2, Levi 2. Ja. So viel erstmal zu den Statistiken. Nichts Überraschendes jetzt. Sprechen eigentlich noch eine, ja, doch eine relativ eindeutige Sprache, wie ich finde. Ja, wie gesagt, wir waren nicht ganz so stark. Wir haben am Anfang echt Glück gehabt. Die erste Viertelstunde, muss man ganz klar sagen. Wenn es 0-1 steht, können wir uns nicht beschweren. Wenn es 0-2 steht, auch nicht wirklich. Mit 0-1, denke ich, wären wir nochmal wach geworden. Immer schwer zu sagen, wie es sich dann entwickelt, ne? Das Schöne, wir müssen uns auf jeden Fall steigern fürs Finale. Ich denke nicht, dass wir da irgendwelchen Hochmut haben. Ich denke, Paris ist ein schwieriger Gegner. Eine sehr, sehr starke Offensive mit Neymar, Mbappé. Di Maria läuft auch noch rum, ne? Ich weiß gar nicht, was mit dem Cavani ist, ob der noch da ist. Ja, also da bin ich sehr gespannt. Ich denke, wir werden ein ähnliches Spiel erwarten. Oder ein ähnliches Spiel erleben wie gegen Lyon. Ja, also mein Gefühl ist eigentlich pro uns leicht. Aber ansonsten würde ich sagen, ist 50-50. Ne? Ist echt tagesformabhängig. Was man vielleicht als Vor- oder Nachteil sehen kann, ist, wenn man die Bilder von Paris gesehen hat, wie die durchgedreht sind nach dem Halbfinale. Also nach dem Finaleinzug. Ja, weiß ich nicht. Die haben sich irgendwie schon gefeiert, als wenn sie schon was erreicht hätten. Vielleicht ist das ein kleiner Vorteil, ich weiß es nicht. Man wird sehen. Vielleicht ist aber auch ein Nachteil, dass wir das nicht getan haben und da ein bisschen verkrampfter sind oder keine Ahnung. Ganz schwer zu sagen, wie ich finde. Was man auch klar gesehen hat gegen Olympique Lyon, wir haben gegen eine fitte Mannschaft gespielt, ja, es wird gegen Paris genauso sein, die haben genauso lange Pause gehabt. Und ich hatte schon das Gefühl so, dass bei einigen Spielern doch schon so ein bisschen wenig Sprit im Tank war, wenn ich mir so den Müller angeguckt habe. Oder Perisic noch früher. Vielleicht mag es täuschen, vielleicht haben sie auch einfach
2, 3 Gänge rausgenommen, um Kräfte zu schonen fürs Finale. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben am Sonntag, Leute. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal kurz so ein bisschen auf Noten ein. Neuer, ja, was heißt Noten? So ein bisschen einzelne Kritik, würde ich sagen. Neuer hat mir wirklich nicht gut gefallen, erste Halbzeit. Ganz schwierig. Ich weiß nicht, warum er da 2, 3 Mal so hoch stand und dann auch nicht zurück ins Tor ist und dann schon umkurvt war und so eine Sachen. Habe ich nicht ganz verstanden. Ja, muss er sich auch ein bisschen weiter nach hinten schieben, wie ich finde. Klar, wo es 2-0 stand, das eine Ding hat er Weltklasse gehalten. Aber ansonsten, erste Halbzeit, finde ich, hat er auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es ein bisschen unsicher war. Alphonso Davies, ja, eigentlich kannst du das halt für die komplette Mannschaft nehmen. Ne? Da muss man gar nicht in die Einzelkritik gehen. Wir waren einfach schlecht die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Anfang zweiter Halbzeit war es auch so ein bisschen holprig. Was man ein bisschen herausheben könnte, war Boateng, wie ich fand. Boateng war stark. Aber es war auch gut, dass er nur eine Halbzeit gespielt hat. Ich denke, vielleicht hilft dem Süle die nochmal die Halbzeit, obwohl er auch sehr unsicher war, wo er reinkam. Hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Ich hätte ihn gerne im Finale gesehen. Ja, weil der Süle halt einfach eine Ecke schneller ist wie der Boateng. Und da wird Geschwindigkeit auf uns zukommen. Ich bin sehr gespannt. Die letzten Spiele hat der Boa gut gemacht. Ja, wir werden sehen. Ich habe so ein bisschen... Ja, ich sehe so ein bisschen die Gefahr einer roten Karte, wenn ich mir so überlege, dass da Mbappé da auf den Boateng zuläuft. Schwierig in meinen Augen. Ich bin gespannt, aber ich denke, er wird einen Boateng aufstellen. Aber bin gespannt. Also ich würde einen Boateng wahrscheinlich nicht auf, wenn er es super gemacht hat, die letzten Spiele. Ich meine, klar, man muss sich nicht zu sehr am Gegner anpassen. Ist für mich da schon ein kleiner Faktor. Also ich würde da den Süle bevorzugen eigentlich. Perisic war für mich gar nichts, Leute. Ich weiß nicht, wie wurde im letzten gegen Barca-Spiel wurde auch schon so hoch gelobt. Ich sehe das alles ein bisschen anders, was seine Person betrifft. Ich weiß nicht, ob die Kommentatoren den immer so hoch loben. Ja, gekämpft hat er, aber also ich fand das ein bisschen wenig für ein Champions League Halbfinale. Aber das war generell die Mannschaft bei uns. Ja, wer so ein bisschen herausgestochen hat, war für mich Goretzka und natürlich Gnabry. Ja, traurig aber wahr. Aber der Gnabry hat endlich mal gezeigt, ja, nicht nur nach vorne, auch halt nach hinten. Ne? Ich glaube, ich habe nur eine Szene gesehen, wo er mal so ein bisschen hat abreißen lassen nach hinten hin. Ansonsten hat er halt auch nach hinten gearbeitet. Ja, und machen wir uns nichts vor, dass er das nach vorne drauf hat, wissen wir alle. Und dass er da Bock hat. Und wenn er das doch jetzt nicht mal in seinen Schädel reinkriegt, dass er halt auch mehr nach hinten oder generell mal nach hinten arbeitet, ja, dann ist er sehr, sehr wertvoll für uns. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, man muss Gnabry herausheben. Man kann das so sagen, er hätte das Spiel auf jeden Fall alleine gerissen. Levi war nicht gut drauf. Hat man auch gesehen an den Dingen, den er nicht gemacht hat, den der Gnabry dann gemacht hat. Im Nachgang das 2-0. Ja, auch so war Levi nicht gut drauf. Er hatte noch mal 2, 3 Szenen, aber er hat sich ganz schön aufgerieben. Wenn man jetzt so die Zweikämpfe sieht, sieht man halt auch, dass er viel in den Zweikämpfen drin war. Hat sich da viel aufgerieben in der Defensive. Klar, sein Tor da noch gemacht, was er auch wirklich sehr stark gemacht hat. Aber generell, ja, hoffe ich einfach, dass da im Finale auch nochmal 10% mehr kommt, wie ich finde. Also, ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben beim Levi. Generell bei der Gesamtmannschaft ist Luft nach oben, mal abgesehen vom Gnabry vielleicht. Wie gesagt, Goretzka fand ich auch sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Thiago müssen wir als Negativbeispiel leider nehmen. Ist wieder so ein bisschen in seine alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Mit den zweimal diesen Fehlpässen da im Mittelfeld, wenn er ein bisschen unter Druck gesetzt wurde. Und ja, ich meine, wir können von Glück reden, dass es gut gegangen ist. Ich denke, können wir uns gegen Paris nicht so erlauben. Obwohl man Paris natürlich jetzt auch nicht so in den Himmel heben muss. Ich denke, wir brauchen uns nicht verstecken vor Paris. Aber die Offensive ist natürlich schon mächtig bei Paris. Und ja, wir werden sehen. Ich denke, es wird ein sehr interessantes Spiel werden. Sehr interessantes Finale. Und ja, blicken wir vielleicht mal ein bisschen voraus.
Ja, oder machen wir es kurz rund. Wie gesagt, Olympique Lyon. Ja, müssen wir uns jetzt auch nichts vorgaukeln. Ist kein Gradmesser für uns, ja, wenn man mal ehrlich ist. Ja, Platz 7 in Frankreich, nur weil es abgebrochen wurde, sonst wären sie wahrscheinlich Champions League gewesen. Ist eine gute Mannschaft, hat man gesehen, haben ein paar gute Talente drin und so weiter, aber jetzt auch nicht irgendwas, was für uns ein Gradmesser ist. Ja, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Von daher kann man das Spiel schon ein bisschen kritisch sehen. Aber besser jetzt, dass jetzt so ein bisschen die Tagesform nicht da war wie im Finale. Ich hoffe, wir finden sie wieder, so wie es die letzten Wochen war. Man wird sehen, ob es so sein wird. Nichtsdestotrotz, ja, ist es für uns eine gute Saison. Jetzt mal abgesehen, wie das Spiel ausgeht. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir es gewinnen, keine Frage. Aber gut. Kleiner Ausblick auf Paris. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir die Aufstellung ein bisschen ändern. Wie gesagt, ich würde mir den Süle wünschen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Unsicherheitsfaktor sein könnte. Einfach wegen der Schnelligkeit, die er mitbringt, im Gegensatz zum Boateng. Ich würde mir Pavard wünschen, hinten rechts. Definitiv. Kimmich hat mich hinten rechts nicht überzeugt. Er hat sich dann so ein bisschen, also am Anfang war er nur stur vorne rumgerannt. Ja, später hat er sich ein bisschen zusammengerissen, hat auch ein bisschen mal die Position gehalten. Aber wenn du gesehen hast, dass er dann auf einmal auch mal links außen war und sowas, ja, ich denke, das können wir uns gegen Paris nicht erlauben. Da muss die Viererkette eine Viererkette sein und nicht 4 Außenstürmer. Auch Davis muss sich da ein bisschen ja, ein bisschen bremsen, denke ich. Genauso wie Alaba, der ja auch immer wieder dann mal nach vorne stößt. Gut, wenn der Kimmich im Mittelfeld spielen sollte, der Kimmich sich dann dafür fallen lässt, klar. Aber ansonsten, denke ich, müssen wir da ein bisschen die Balance finden. Thiago hat es vorher super gemacht. War jetzt im Halbfinale nicht so stark. Und wie gesagt, Kimmich hat es nicht so gut gemacht als Rechtsverteidiger, wie ich finde. Also, ja, wenn der Pavard fit ist, würde ich es mir wünschen, dass er hinten rechts spielt, Kimmich im Mittelfeld. Goretzka davor und ja, wir haben dann nochmal einen Thiago und einen Tolisso, die man bringen kann. Ja, das wäre so, was ich persönlich mir wünschen würde. Ob der Hansi das macht, bin ich mir unsicher. Vielleicht irre ich mich ja auch und ja, keine Ahnung. Vielleicht ist der Kimmich ja dann auch ein bisschen disziplinierter, keine Ahnung. Und der Boa macht es mit Stellungsspiel. Wir werden es erleben. Ansonsten, was ich noch sagen kann, Müller fand ich schwach gegen Olympique Lyon. Ich hatte da noch ein bisschen das Gefühl, dass der Akku einfach leer war. Ja, ich bin dabei, den Müller von Anfang an spielen zu lassen. Sollte er die Leistung bringen, die er jetzt im Halbfinale gebracht hat, bin ich aber auch klar dafür, spätestens 60. raus und Coutinho rein. Ich denke, Coutinho hat eine ganz gute Form, wie man gesehen hat. Und ich denke, in der Mitte ist er nochmal um einiges stärker als wie da auf der linken Seite. Von daher ist das auch noch eine super Option, wie ich finde. Klar, wenn der Müller einen guten Tag hat, ne, so wie gegen Barca, muss man halt abwarten. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall Optionen. In der Offensive wie in der Defensive. Es sind alle fit. Von daher, ja. Wie gesagt, ich sehe uns leicht vorne. Vom Gefühl her einfach. Ansonsten, wenn man realistisch ist, ist es ein 50-50 Spiel. Und ich denke, ja, das erste Tor kann schon entscheidend sein. Und wenn wir so das Spielglück haben und echt so das erste Tor machen, ja, ich denke, oder auch umgekehrt, wenn es Paris macht, denke ich, wird es Paris auch in der Karten spielen. Ich denke, Paris ist auch eine Mannschaft, die gut steht, die gut umschalten kann und natürlich vorne nochmal um 100% gefährlicher und effektiver ist wie Olympique Lyon, denke ich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Gut, das waren meine 2 Cents, Leute. Ich bin heiß, ich freue mich auf Sonntag. Habe ich die ganze Zeit den Bildschirm an, anstatt die Cam. Wurscht. Ihr habt meine Worte gehört, ob ihr mein Face seht oder hier ein bisschen die Aufstellung. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wir sind im Finale. Ich denke, ja, Hansi hat das geschafft, was der Pep 3 Jahre nicht geschafft hat. Von Kovac brauchen wir gar nicht reden, was Champions League anbelangt. Schwerer Gegner, aber auch kein Übergegner, wie ich finde. Von daher,
Ja, ich bin gespannt. Was ich vielleicht noch anmerken kann, was für uns noch ein Vorteil sein kann, ist jetzt so, wo ich auch so ein bisschen bei Lothar bin und so, wer es gerade geguckt hat. Ich denke, Torhüter, wenn der Manu, oder mein Gott, wenn er nicht wieder so diese Stellungsfehler macht, so fickrig davor, so weit raus ist und so, denke ich, ist das schon mal ein Riesenvorteil für uns. Also bei Paris jetzt, ich weiß nicht, ob wer ist das, der Navas oder was der da sonst rumrennt? Der ist ja noch angeschlagen. Ob der spielt oder nicht, aber ich denke mal, selbst der ist jetzt kein Weltklasse-Mann. Ähm, von daher, wir haben gute Schützen, auch mit dem Koretzka, mit dem Gnabry auch, wie man gesehen hat, auch wenn der Coutinho kommt. Ja, da bin ich guter Dinge, was das anbelangt, Leute. Wie gesagt, mein Gefühl ist gut, ist positiv. Ich sehe uns so vom Gefühl her schon vorne. Aber es kann natürlich ein Spiel, ihr wisst das, Finale. Der Gegner ist genauso heiß wie wir, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Von daher, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, wird ein interessantes Spiel und ich hoffe, ihr drückt auch alle die Daumen und rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Entweder so oder so. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.